Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film lebt. Ich war mal Shazam Fury of the Gods gucken. Ja, ihr könnt superhelde Film no anderen irgendwie an Kinoen, das ist den absolute Renner. Me mischt Shazam da lo irgendetwas anders oder besser? Das gesehen da lo hi bei Film lebt. Das ist schon mal eine große Merci Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode. So, also ich denke, zur Geschichte brauche ich nicht ganz viel zu erzählen zu Shazam, weil es ist recht einfach. Billy Batson ist ja der Shazam an, den hat natürlich seine ganze Familie, seine ganze Freunde hörten mit an den hörten Fähigkeiten gehen, an die sitzen an die mehr Superhelden kramt. Naja, natürlich sind sie nicht immer so perfekt, wenn sie nicht unbedingt den besten Ruf. Ja, denn Billy hat jo, ich konnte mich selber gar nicht daran erinnern, mir hin hat den Stab do zerbrach. Ja, so kommen so all Götter, die den hier den Kraft rechtmäßig gehören, an die so ein, boah, der hat du überhaupt keinen Spruch drauf, das du hatte mehr gerne rum. Ja, dann ist natürlich Streit nicht ausgeschlossen. So, ich will die Geschichte nicht zu viel verdave, weil sie ass net extra Dave. Sie ass recht simpel gehal. Da kommen wir schon direkt zu dem, für was Shazam dann eigentlich so steht. Und zwar genauso wie seine Story ist, alles ziemlich simpel gehal, so man mal so. Der Film weiß ganz genau, was der Film weiß ganz genau, was den will Sinn, aber was Leute von ihm erwarten. Und das soll mal gar nicht so negativ rüberkommen, das fand ich recht positiv, weil den Film mischt halt alles das, was du möchten ziemlich richtig. Möchten ziemlich gut, möchten ziemlich an der Reihe, so mal so. Möchten nicht überwältigendes perfekt oder etwas, wo ihr seht, boah, dafür muss ich in den Film gesehen haben, aber wenn ihr einfach ob so Action-Superheldenfilmer steht, dann also immer Shazam, hey, denkt nicht an der richtige Adresse. Vor allem, weil ihr das von DC eigentlich auch nicht immer so gewinnt, das gängig muss ich so. DC hat immer so ein Up and Down, heinz du sind Filme ziemlich gut, heinz du sind sie ziemlich schlecht, aber ganz oft sind sie so mittelmäßig. Und Shazam als halt Tendenz ein bisschen über dem mittelmäßige, ging ich so. Also, da hatte man schon ganz viel schlimmer Sachen von DC, die man so ein bisschen undien. Ich komme zu etwas, wo Shazam fand ich den letzten Marvel-Filmen ein bisschen etwas viel raushört. Und zwar hat Marvel irgendwie Tendenz mittlerweile immer den Humor so weit abzudrehen, dass er absolut deplaciert wirkt. Ich denke da an den letzten Thor, den mam Humor, der war so deplatziert war, obwohl den Antagonist so düster und so cool war, oder hat keinte sinn, und dann aus den Humor einfach deplatziert. He fand ich als Shazam mischt das ein bisschen besser. Den Humor fehlt zwar nicht, natürlich zu dem ganzen Szenario, dass Teenager oder Kanner zu Superhelden gehen, bringt natürlich einen gewissen Humor mit sich. Den Humor soll auch nicht fehlen, aber ich fand auf den richtigen Plätzen, wo es seriös soll sein, ist dann auch seriös. Und das rutscht von der Schnee so an das Klamaukisch drauf, wohin sich denkt, wohin sich schon Stier packt und denkt, boah, das hat aber gar nicht hier gepasst. Und das schon, ja, ich fand den Timing daran kritisch schon ganz gut hin. Dann haben wir ganz flott Action-Szenen, die sich gut auffüllen, die flott ausgesehen an Lunch alles zweimal gesagt, mir das egal. Und das einfach Spaß macht. Das macht einfach Spaß nur zu gucken. Tut den eine flott Zeit am Kino und dauert über 2 Stunden. Ich meine 2 Stunden, 10 Minuten dauert dann, wo ich mal am Anfang schon gedacht habe, boah, das gibt noch eine lange Session, wo vielleicht nicht so geil geht. Aber ich muss sagen, die 2 Stunden sind relativ sehr vergangen und hat weiter kein Länge, wo ich so ein boah, hat gezeigt, dass Lomosulus Firo geht. Und insgesamt als ein gut geschauspielert, die Leute, die das machen, die bringen das gute River und auch Kanner, die bringen das gute River. Das ist authentisch, das ist schön und das macht Spaß. Die funktionieren alle gut zusammen. Lust mich aber nur noch zu etwas kommen, was ich ein bisschen zu kritisieren in dem Film habe. Und zwar fand ich, als das den CGI und Special Effects, was mich ein bisschen rausrappt aus Shazam, sind heinz du den CGI eben, den nicht
ganz wie soll so ein homogen an Welt rapasst et mir den so richtig wo de CGI ass et stöcht richtig raus an et huet alles auch Tannagren alles huet so en Greenscreen Flair alles scheizt no Studio an dem Film feinig as Hand gemacht viel as Computer zu summen gebastelt gehen an du hat vielleicht wurde du Budget gefehlt ich weiß nicht genau wo de Budget bei dem Film leid ich kann mir aber feststellen dass Shazam nicht so viel zur Verfügung gestellt kriegt wie dat ein Batman oder ein Justice League oder ein Superman kriegt aber ja ich fand wann de Budget op den Platz fehlt dann hat den dat vielleicht bis mir geschickt könnten rausschaffen drab den Gott sei Dank nie so krass raus dass sie komplett irgendwie aus der Welt den wie soll ich so in den Kontext vor dem verleiert aber ja das ich fand schön wie ein Film den eigentlich ziemlich rund aus ziemlich erhaltsam aus an für dat wat will man wenig falsch mischt so als dat Apps wat eng aber bis es aber abstehst du wenn für mich von DC Seiten immer weil wann DC mal gefällt dann für eine Überraschung weil ich erwarte von DC relativ wenig wann dann so etwas könnt was zu dem DCU soll gehören so wird dann positiv aus wird dann Spaß mich zu gucken davon just hat immer schönen Nebeneffekt sagt geht mal ein gute Gefühle raus von der Warnungen Dave sehen an von den dann Apps besseren beleiert go ja voilà. Kritikpunkt wünsch auch nach dat wer da ich will du nicht viel spoileren verschiedene Sachen verschiedene Decisionen dramatische Momente die kommen ja die gehen wie soll ich so denen geht Dramaturgie relativ sehr geholt weil auch kein gravierend Entschädungen gefällt gehen er kann das von einem Disney kann man das schon das waren belebte Charaktere wann den Neppes schlimmeres soll passieren da rudere man du relativ sehr träger so ist nee das könnte man nicht machen ja fand ich bisschen schön wann ihn schon dat undeit wann ich schon der weiß da will so ein ja der Trauma ist lo, dann den er doch besser durchzuziehen oder gar nicht so dramatisch abzubauschen ich fand das immer das fand ich das immer so ein extrem Dave-Punkt von denen sich denkt wow, du hast sich aber getraut, das Dolo zu machen an Dono an der nächsten Szene geht da drin. Revidiert, da wird gesagt, nee, ist alles gut. Happy End. Ja, Happy End fand ich das immer langweilig. Oder nicht immer, aber oft langweilig. Oft ist es eine safe Nummer aus der ganzen Sache raus. So, von daher, wenn der Superheldenfilm gerne hat, aber wenn ich den ersten Shazam schon gefallen hat, und wenn der, ja, einfach ein erhaltsame Popcorn-Kino wird gesehen, dann denken ich, dass Shazam halt schon der richtige Film für euch. Ich denke, du können den einen flotten Abend mit verbringen. So, ja. Erzählt mir gerne in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen hat, wer dir insgesamt vom DCU hält und was ihr zu dem ganzen Thema nach so durch den Kopf geht. Du wenn's eine große Merci an alle die Leute, die immer fleißig kommentieren, liken, teilen und so weiter und so fort. Große Merci dafür. Und dann denken ich, sehen wir uns an der nächsten Episode. Ja, noch ganz viel Spaß im Kino mit Shazam. Ciao.